Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel auf Schalke 04 mit dem Ergebnis 0-4. Wow. Ja, erstmal, ich denke, wir haben ein Spiel gesehen, wo wir in beiden Halbzeiten stabil waren, wo wir nicht so einen Einbruch hatten wie im letzten Spiel. Ich denke, wir haben, mal abgesehen von Davis und ein bisschen Gnabry, eine solide, also erstmal, wir haben eine solide Mannschaftsleistung gesehen. Ja, jetzt kein sehr gutes Spiel, ein solides Spiel, denke ich. 0-4, ja, spiegelt die Kräfteverhältnisse definitiv wider. Nach der ersten Halbzeit hätte es auch 4-1, 4-2, 5-2 stehen können, wenn beide Teams die Chancen mal ein bisschen zu Ende gespielt hätten. Ich denke, durch die Bank durch kann man die Note 3 heute verteilen, mal abgesehen von Kimmich und Müller. Dem würde ich beiden eine 2 geben. Und den Davis eine 5. Und den Gnabry eine 3 mit Minus. Ansonsten, denke ich, haben wir ein souveränes Spiel von unserer Mannschaft gesehen. Ja, der eine Kopfball, den der Neuer gut gehalten hat, das war die größte Chance der Schalker. Ansonsten haben sie 3-4 Schüsse gehabt, die so einen Meter neben das Tor gingen. Das ist halt einfach so, wenn du unten drin stehst, gehen die Dinge halt einfach nicht aufs Tor. Wir hatten gefühlt 10, ja, mindestens 10 Torchancen, oder? Muss man einfach so sagen. Allein der Gnabry, auch der Levi, wenn wir die dann noch ein bisschen besser zu Ende gespielt hätten, wären es auch 10 klare Torchancen gewesen. 3, 4, 5 Mal hat der Fährmann ganz gut gehalten, wobei man auch sagen muss, die muss er auch halten, die da auf sein Tor ging. Ich bin da nicht beim Kommentator, der den wieder irgendwie im Himmel gelobt hat, oh, ohne den wären die so weit im Rückstand. Also wenn ich ein Torwart bin und der Ball schlägt einen Meter neben mir ein, muss ich den halt auch halten. No, fertig, da gibt es ja gar nichts. Und erst recht aus 16 oder 20 Meter. Also, da muss man auch nicht irgendwas in den Himmel loben. Wir haben ja gesehen dann beim 4-0, ja, den muss er halt einfach auch haben, ne? Müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber jetzt soll er hier auch nicht um Schalke 04 gehen. Ja, es gibt relativ wenig zu sagen. Wie ich schon sagte, wir haben ein souveränes Spiel gemacht. Wobei man auch sagen muss, wir wurden nicht unter Druck gesetzt. Also bis da, wo es 2-0 stand, so ab der 70. hat Schalke da mal versucht, uns ein bisschen zu pressen. Da haben wir auch ein bisschen Probleme gehabt, da haben wir ein paar leichte Ballverluste gehabt. Aber bis dahin, ja, hat Schalke uns halt einfach machen lassen. Ja, zumindest bis 10 Meter hinter der Mittellinie. Die haben uns nicht angelaufen, gar nichts. Und ja, da muss man sich nicht wundern, dass das so passiert, wie es passiert. Allein wie viel Platz der Kimmich hatte, wie viel Platz wir in der Mitte hatten. Ja, darf man uns halt einfach nicht lassen, ne? Die Außen waren heute ja eher so semi. Sané hat viel gekämpft, ja, hat auch 2, 3 Offensivdinger gehabt, hat aber immer noch so, ja, den Weg nicht ganz mit nach hinten gemacht habe. Er hat schon gut gemacht mit nach hinten, aber 2, 3 Mal bis nach ganz hinten irgendwie klappt noch nicht so. Immer so, ja, ich sag mal so 10, 20 Meter bis in die Mittellinie, da geht er noch mit zurück, da geht er noch in den Zweikampf. Aber es war auch 2, 3 Mal so, dass der Süle da hinten 1 gegen 2 stand. Wobei man sagen muss, der Süle hat es wirklich gut gemacht. Also, wie schon das letzte Mal. Ich fand es sogar noch ein bisschen besser heute. Er hat auch Offensivaktionen gehabt, auch wenn er ein oder andere Mal ein bisschen Pech hatte. Aber ja, ist für mich auf jeden Fall der beste rechte Verteidiger, den ich in den letzten Wochen gesehen habe. Und sollte man dran festhalten. Wechseln wir auf die andere Seite. Davis war eine Note 5 heute. Davis war richtig schlecht. Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch nicht verstanden, warum der Hansi ihn aufgestellt hat. Der war schon im letzten Spiel schlecht, davor das Spiel war er auch nicht gut. Hernandez war mega stark im letzten Spiel. Ja, und wie man gesehen hat, konnte er spielen. Er war so nicht angeschlagen, also hätte er auch von Anfang an spielen können. Wäre definitiv die bessere Wahl gewesen, weil alles, wenn Schalke mal gefährlich nach vorne kam, hat der Davis versaut. Jede einzelne gefährliche Situation lief über Davis. Selbst der Kopfball, da war der Davis der nächste Spieler, ist nicht richtig reingegangen. Bei der Ecke
war er am Mann, ist da nicht reingegangen. Ja, ich möchte ihn da gar nicht, ja, zu sehr runterreden oder sowas, aber es war einfach schlecht. Es war einfach schlecht heute. Richtig schlecht. Ich habe auch nicht verstanden, dass er ihn so lange draufgelassen hat. Ich hätte ihn schon spätestens zur Halbzeit runtergenommen. Zweite Halbzeit war es sogar einen Tacken besser, muss man sagen. Ja? Zweite Halbzeit war es einen Tacken besser wie erste Halbzeit. Erste Halbzeit war es katastrophal, was der Davis gespielt hat. Er hat nicht einen Zweikampf gewonnen, gefühlt. Stand immer falsch. Immer. Nach vorne auch gar nichts. Hat kein Zutrauen in sich selbst gehabt. Hat wieder nur den Rückpass auf dem Alaba gespielt oder mal einen Querpass auf den Kimmich oder Goretzka. Das war alles. Ja, ich meine, habt ihr den Süle gesehen? Der ist die Linie marschiert. Er hat sogar ein, zwei Mann aussteigen lassen. Der Süle. Also, das sagt er ja wohl alles. Und dann auf der anderen Seite, ja, so eine Leistung halt. Gnabry, ja, wieder, sorry Rico, war für mich wieder, ich will ihn gar nicht zu schlecht reden, weil er hatte heute mal Aktion, ja. Also sonst war es ja so, dass er 2 Aktionen oder maximal 3 im Spiel hatte. Da eine Aktion verstehe ich, dass man ihn wahrnimmt auf dem Platz, dass er mal eine Vorlage oder eine Flanke schlägt oder mal einen Torabschluss hat. Das hat er relativ viel gehabt in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten noch. Hat sich aber immer falsch entschieden. Und wenn ich Nationalspieler bin und ein wenig Hirn in meinem Schädel habe, ja, dann sollte ich wissen, wenn ich über Außen komme und gefühlt einen Winkel von 10 Grad habe, dass ich dann nicht 3-mal versuche, den Scheißball in das Scheißtor zu schießen. Warum lege ich den Ball dann nicht rein? Aber nein, dann, ich glaube, es war nach einer Ecke oder sowas, bekomme ich den Ball 4 Meter im 16er am 5-Meter-Raum, fast zentral vorm Tor. Ja, was mache ich? Da schieße ich natürlich nicht aufs Tor, da lege ich den Ball nach hinten. Also, Leute, ich weiß nicht, ob der was vom Spiel geraucht hat oder was, ich kann es euch nicht sagen. Also, ist für mich unbegreiflich. Ohne Scheiß. Erstmal, es war heute einen Tacken besser vom Eigensinn her. Ja, er hat 2-3 Mal versucht abzuspielen. Aber dann wieder diese eigensinnige Scheiße aus dem spitzen Winkel, Alter, wo 2 Mann in der Mitte stehen. Ich meine, wenn er alleine nach vorne rennt und es ist keiner in der Mitte, ja, na klar, dann schieß aus dem spitzen Winkel. Oder wenn du ein bisschen was kannst, lässt du den einen aussteigen und ziehst noch ein kleines Stückchen in die Mitte. Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden, die Dinger. Habe ich nicht verstanden. Und er hat noch 2-3 Mal wieder so egoistisch einfach aufs Tor genagelt, Alter, wo es völlig sinnfrei war, also. Und ich weiß nicht, warum der Flick ihn immer vorzieht. Das muss ich mal ganz klar ansprechen. Er ist der schlechteste der 3 Spieler aktuell. Selbst Musiala ist da noch besser. Aber nein, der Gnabry spielt jedes Spiel von Anfang an. Also ich meine, man muss das doch sehen. Ja? Das kann ja nicht sein, dass nur ich das so sehe. Er ist einfach der Schlechteste. Der Sané war heute um Längen besser. Auch wenn er nicht so viele Aktionen hatte. Also. Und dann wieder dieses Stehenbleiben. Nach hinten hin war gar nichts heute von Gnabry. Gar nichts. Vorne hat er nicht ein Dribbling gewonnen. Nicht eines. Alles verkackt. Also ganz ehrlich. Boah. Nichtsdestotrotz war es besser wie im letzten Spiel. Ja? Nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, 3 Minus lassen wir. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der hat für mich aktuell keine Form, keine geistige Frische, keine Gelassenheit, er versucht alles auf Krampf. Ich muss jetzt unbedingt, ich verstehe das ja, ne? Wenn man so scheiße spielt seit 15 Spielen und seit 15 Spielen keine Torbeteiligung hat, kann ich das sogar noch irgendwo nachvollziehen, ja? Dass man da ein bisschen egoistischer ist. Aber dann sei doch dann egoistisch, wenn du den Ball zentral hast und nicht, wenn du ihn außen auf den spitzen Winkel hast. Weißt du? Weil dann kann man mal eine Reingabe machen und man kann mal durch eine Vorlage glänzen. Was dann auch die erste diese Saison wäre, weil er hat noch kein Tor vorbereitet. Hey, aber er ist unser Außenspieler. Wow, Nummer 1, weil er spielt immer. Wow, 0 Vorlagen. Wow, unser Außenspieler Nummer 1. Lächerlich, Leute. Lächerlich. Weiß ich nicht, was in Flicks Schädel vorgeht, Alter. Und mit Belastungssteuerung brauchen wir keiner kommen. Wir haben jetzt eine ganz normale Woche, danach haben wir auch eine ganz normale Woche. Also, ja, weiß ich nicht.
Verstehe das nicht, warum man dann so einen Spieler wie Coman oder auch einen Hernandez so immer ins Gesicht schlagen muss. Gefühlt. Weißt du? Wir reden immer so, ja, wir müssen jetzt da mal Konstanz reinbringen, wir müssen mal irgendwie eine Startelf finden. Wir haben jetzt 2 normale Wochen. Ja, dann lass doch die ganzen Graupen, die keine Leistung bringen, auf der Bank sitzen, Alter. Was soll das denn? Dann spielt ein Davies, der seit 3, 4 Wochen keine Leistung bringt. Der Hernandez mega stark im letzten Spiel. Ja, oder, nee, jetzt gehst du erstmal auf die Bank. Hast du nicht verdient zu spielen. Ja, was soll die Spieler da auch denken, oder? Dasselbe mit dem Coman, mal ganz ehrlich. Also, bitte euch. Ja, die Einwechslung haben dann auch nicht wirklich Besserung gebracht, ja. Coman und Musiala, irgendwie lief da dann gar nichts mehr Richtung nach vorne. Irgendwie war das Spiel so hin und her geplätschert. Choupo-Moting brauchen wir gar nichts zu sagen, ne? Ich denke, also, ich meine, dass er den einen Konter, dass er den Ball dann überhaupt nochmal rüberlegen konnte. Ja, nachdem er schon vorher 10 Sekunden es versäumt hat, den Ball auf Musiala zu spielen. Ja, es ist halt einfach, weiß ich auch nicht, es ist nicht Bundesliga-tauglich. Musiala hat es dann gut gemacht, Haken, zack, Torschuss, war noch einigermaßen gefährlich, hat leider nicht ganz gereicht. Nach hinten war Musiala auch ein bisschen schwach heute, muss ich sagen. Wo es natürlich schwer ist, da für diese 20, 25 Minuten da groß zu beurteilen. Ansonsten würde ich sagen, war es einfach eine Standardleistung von allen, ja, so, die so auf dem Platz waren. Alaba war noch 2, 3 Mal verirrt. Da habe ich auch wieder nicht verstanden. Da sieht man halt einfach, dass er kein Innenverteidiger ist. Das wäre gegen eine bessere Mannschaft wie Schalke wieder dermaßen in die Hose gegangen. Ich weiß nicht, warum man beim 2:0 auf einmal anfangen muss als Innenverteidiger. Weißt du was, ich bin jetzt mal ein bisschen Banane im Schädel und laufe mal bis zum gegnerischen 5-Meter-Raum. Why? Wirklich? Why? Und da war noch niemals eine Absicherung. Da musste, ich glaube, Goretzka war es, musste dann aus dem defensiven Mittelfeld nach hinten laufen. Also, Leute. Fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Ansonsten, wie ich schon sagte, Kimmich und Müller, um mal ein paar lobende Worte zu sagen, besten Männer auf dem Platz. Kimmich war mega präsent erste Halbzeit. Man hat auch gesehen, dass er immer schön hinten dicht gemacht hat. Und trotzdem vorhin die Akzente gesetzt hat, nicht der Goretzka. Goretzka ist im Gegensatz zum Kimmich ein bisschen abgefallen. Hat aber so die Löcher gut gestopft und sowas. War okay, wie ich sagte, war allgemein so eine Dreiernote bei allen. Ja, und Müller, ja, Müller macht halt einfach die Tore, Alter. Und Müller war auch wieder der auch damit nach hinten ackert, ja. Ich meine, der ist der offensivste hinter Levi, ne? Also der zweitoffensivste Spieler bei uns und ist teilweise am eigenen 16-Meter-Raum und rettet da. Da sollten sich halt mal die Sanés, die Knabris mal eine Scheibe abschneiden, ne? Weil das wäre schön, wenn dann auch mal die Außenverteidiger unterstützt werden würden. Wie gesagt, der Süle war da heute 2, 3 Mal 1 gegen 2. Hat es dann aber mit dem Boateng, der dann auch nochmal gut rausgerückt ist, gut gemanagt. Ja, ansonsten verdienter Sieg, ja. Verdienter 14:0 Sieg. Erste Halbzeit habe ich Schalke gar nicht so schlecht gesehen, wie sie stehen in der Tabelle. Also da waren andere Mannschaften schon schlechter gegen uns. Ja, aber ich habe da jetzt auch nichts irgendwie gesehen, wo ich sagen würde, jo, wir könnten den Schalker Fans jetzt irgendwie Hoffnung machen. Hab ich zumindest nicht gesehen. Ob es der Hunter jetzt rausreißt, um vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu Schalke zu sagen, der Huntelaar, ich wage es auch zu bezweifeln. Er muss sich ja nur irgendwie verletzen oder ja, ich meine, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Bundesliga ist ein bisschen was anderes wie holländische Liga. Keine Ahnung. Ich sag mal, die Gegner, ja, werden ja nicht leichter und sagen, hier habt ihr die Punkte, ne? Ich denke, das Spiel gegen Bremen wird dann schon ein ganz guter Gradmesser sein für die Schalker. Und ja, keine Ahnung. Wäre natürlich traurig, wenn sie absteigen würden. Gut, dafür kommen die Hamburger wahrscheinlich, wenn sie es nicht wieder in den letzten 4, 5 Spielen versauen, nach oben. Vielleicht die Bochumer. Bochum wäre natürlich schön, da könnte man auch mal ins Stadion fahren, wenn man das mal wieder darf. Ansonsten, wir können ja mal einen Blick auf die Statistiken werfen. Ich laber und haben wir noch gar nicht gemacht. Schlimm. Keiner sagt was.
Ballbesitz 40:60. Erste Halbzeit hatten wir irgendwie 65. Abseits 2-1, Fouls 5-9, Zweikämpfe 52:47. Ich glaube, erste Halbzeit hatten wir 57% gewonnen, Zweikämpfe. Da sieht man halt so, ich sag ja so, 65., 70. haben wir die Schalker ein bisschen mehr spielen lassen. Schüsse insgesamt 13:31, Schüsse aufs Tor 3:13, Ecken 3:7, Flanken 8:21. Sagt alles, ja. Wie gesagt, erste Halbzeit hätte schon 4 Tore machen müssen. Wir hätten auch einen kassieren können, klar. Mit ein bisschen Pech vielleicht auch einen zweiten. Aber zum Glück hat es sich nicht gerecht, dass wir nur ein Tor gemacht haben. Erste Halbzeit. Gut. Gewonnene Zweikämpfe. Müller 10, Kimmich 9. Leute, ich habe nicht reingeguckt in die Statistiken. Was sage ich euch? Sané 6. Sagt natürlich auch das, was ich gesagt habe. War für mich auf jeden Fall der Stärkere im Gegensatz zum Gnabry. Gnabry müsste unter Schüsse auftauchen. Ja, wow. Hier. Aber, nee, Torschussvorlagen. Wow! Die habe ich nicht gesehen von Gnabry. Asche auf mein Haupt. Weiß nicht, welche Torschussvorlagen das waren, Alter. Wo er den Ball quer auf den Kimmich gespielt hat und der Kimmich 30 Meter gelaufen ist und geschossen hat, oder was? Also ich habe keine Flanke irgendwie von Gnabry mal gesehen, aber... Wer weiß, wo sind Torschüsse? Da ist er, Gnabry 6. Aufs Tor. Ich glaube keiner, oder? Ich glaube keiner. Ich glaube echt keiner, oder war einer? Max 1. Einer ging Richtung Eckfahne. Erste Halbzeit. Der zweite ging auch andere Seite weg. Die beiden aus dem spitzen Winkel gingen, glaube ich, direkt am Tor vorbei. Da musste Fährmann gar nicht eingreifen. Oder musste er beim ersten eingreifen? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass er bei allen eingreifen musste. Wie gesagt, er hatte viele Aktionen. Sieht man ja auch. Deswegen habe ich auch gesagt, war ja ein bisschen besser wie sonst. Aber immer die falsche Entscheidung. Immer die falsche Entscheidung. Ja, auch hier sieht man Süle 4. Ja, sagt auch, was ich gesagt habe. Beste rechte Verteidiger, den ich da gesehen habe. Levi 4. Torschussvorlagen, Kimmich 8. Hat ja auch die beiden Tore vorbereitet. Die ersten. Müller 4. Müller war auch bärenstark. Aber man sieht ja, Müller und Kimmich dominieren hier die Statistiken. Auch Ballkontakt der Kimmich 119. Süle 94 als rechter Verteidiger. Hut ab. Und dann schon Müller mit 74. Sagt auch eine Menge aus. Wir haben heute auch relativ wenig Rückpässe auf Neuer gesehen. Hat mir auch ganz gut gefallen. Lag halt einfach daran, wie ich schon sagte, dass die Schalker uns nicht gepresst haben. Ne? Ja, ich denke, damit habe ich alles gesagt. Wir können auf die Tabelle schauen. Natürlich ein Bayern-Spieltag. Leipzig verloren. Dortmund verloren. Dortmund geht gerade Richtung Baden. Ja, und jetzt haben wir die letzten beiden Spiele uns durchgekämpft. Haben die mit Glück gewonnen. Ein bisschen. Wenn auch verdient. Und ja, schon ist wieder Langeweile da. Ja? Ohne Scheiß. Schon ist Langeweile da. Schon haben wir 7 Punkte vor. Das heißt, wir können zweimal verlieren. Alter. Wir können wirklich zweimal verlieren und einfach schlecht spielen. Aber ihr glaubt ja auch nicht, dass Leipzig alle Spiele gewinnt. Ja, die verlieren natürlich auch nochmal. Also kannst du locker rechnen. Du kannst dir 3 oder 4 Niederlagen leisten. Und wirst trotzdem Meister. Ja. Ich denke, damit ist alles gesagt, Leute. Also alles andere würde mich überraschen. Wir müssten einen mega Einbruch kriegen. Ich habe heute ein gutes Spiel gesehen von uns. Also was heißt ein gutes Spiel, aber Tendenz definitiv gut. Konstantes Spiel. Abgesehen vom Davis auch ein konzentriertes Spiel, fand ich. Und von daher, jetzt haben wir zweimal eine Woche, wo wir normal trainieren können oder halt auch mal 1, 2 Tage frei. Ich denke, das wird uns nochmal einen guten Schub geben. Und ja, nächstes Spiel ist Hoffenheim. Musst du auch gewinnen, auch wenn die Form da wieder ansteigend ist, musst du gewinnen. Fertig, müssen wir nicht rumdiskutieren. Hertha mit neuem Trainer, ja, ist auch wurscht, musst du auch gewinnen. Wie ich schon hier sagte, hier, wir müssen die nächsten 6 Spiele, 5 Spiele bis Frankfurt müssen wir gewinnen. Gegen Frankfurt, die haben eine super Form, haben jetzt noch den Jovic zurückgeholt. Ja, da kannst du dann halt auch mal unentschieden spielen oder kannst auch mal mit ein bisschen Pech verlieren, wenn du einen schlechten Tag hast und die Frankfurter einen guten Tag, ja. Aber da macht nichts, wenn du vorher die Pflichtspiele gewonnen hast, ja, die du gewinnen musst.
Fertig. Und ja, wie ich schon sagte, wir gucken mal, wenn wir hier sind. Ich habe die Befürchtung, es werden dann sogar schon mehr wie 7 Punkte sein. Werden dann wahrscheinlich 9 oder 10 Punkte sein. Könnte ich mir so vorstellen. Und ja, mein Gott, dann können wir unsere Energie in die Champions League ballern. Können in der Liga wieder so ein bisschen den Schongang einfahren. Ob uns das gelingt dann, dieses Umschalten, werden wir sehen. Aber ja, wie ich schon sagte, dafür, dass wir so schlecht in die nachweihnachtlichen Spiele gestartet sind, ja, man sieht halt, dass es den anderen Mannschaften nicht besser geht. Ne? Ist jetzt ein bisschen schade, wie ich finde, weil diese Saison hätte es halt echt mal wieder ein bisschen spannender werden können, aufgrund unserer Schwankungen. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ich glaube nicht, dass das nochmal spannend wird. Selbst wenn wir jetzt dann nochmal wirklich eine Schwächephase haben sollten und sollten vielleicht mal 2 Unentschieden spielen und ein Spiel verlieren, brennt halt schon der Baum in München. Da wird schon gegengesteuert. Ne? Und da wird dann sich nicht hingestellt, wie in Dortmund zum Beispiel. Oh ja, wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, haben halt verloren. Das passiert halt bei uns nicht. Das ist der feine Unterschied. Deswegen ist es bei uns nicht so, dass wir in so einen Negativstrudel kommen. Ja, wenn wir 2 Spiele in Folge verlieren, Alter, dann brennt der Baum da. Ich garantiere ich euch, verlieren wir kein drittes in der Bundesliga. Das ist halt so der feine Unterschied zu so manch anderen Club. Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Pflichtsieg, souveräner Sieg zu 0. Freut mich auch. Hat der Neuer sich verdient, ja, den Kopfball. Muss halt auch erstmal die Reaktion haben, den dann noch abzuwehren. Auch wenn er natürlich schon so ein bisschen auf den Mann auch ging. Ansonsten, aber die eine Dingens hat er noch ganz gut gehalten, nach der Ecke, glaube ich, war es, dieser Kopfball. Ich meine, der wäre sogar daneben gegangen, aber dass er da noch dran gekommen ist, wenn er dran geht, war natürlich stark. Und ansonsten, was hatten die jetzt, die Schalker? Ja, ihr seht es ja, 3 aufs Tor. Ich denke mal, den werden sie mit als aufs Tor gezählt haben. Dann, glaube nach 60 Sekunden dieses Kullerei, was direkt beim Neuer in die Arme ging und halt der Kopfball nach der Ecke. Das war alles. Alles andere ging daneben. Die hatten aber insgesamt 13 Schüsse. Das habe ich ja auch schon gesagt. Die hatten viele Schüsse, die so einen Meter daneben gingen. Ja, wenn du da unten drin stehst, hast halt einfach das Pech. Stehst du oben, gehen davon wahrscheinlich 1 oder 2 Schüsse sogar noch aufs Tor. Der Neuer, die dann hält, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber von daher verdienter Sieg. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Leipzig und so alle Federn gelassen haben. Ist natürlich gut für uns, weil, wie ich schon sagte, wir können dann halt einfach auch mal, ja, herschenken möchte ich nicht sagen, aber gelassener in die Spiele gehen, müssen dann nicht auf Krampf da irgendwas riskieren, wenn dann noch irgendwie einer angeschlagen ist oder sowas. Ne? Das ist natürlich dann im Hinblick auf Champions League dann auch nochmal was anderes. Dann kannst du halt auch nochmal in Kauf nehmen, mal da diese inkompetenten Leute wie ein Choupo-Moting aufzustellen. Und dann vielleicht nur ein Unentschieden zu spielen oder sowas. Von daher. Ja, das war's. Einzelne Noten. Denke ich, brauche ich nicht machen. Habe ich alles gesagt. Das war halt alles okay. Alles so Dreierniveau. Auch Neuer, er hat den einen ganz gut gehalten, aber dann hat er auch nichts zu tun gehabt. Aber war halt, ja, wie gesagt, das ist keine schlechte 3, das ist ja so eine gute 3, war eine gute Mannschaftsleistung heute. Jeder ist so für den anderen gerannt. Mal abgesehen vom Gnabry, weil der schafft das nicht, der hat seine Kraft, muss er immer haben, um nach vorne zu laufen. Nach hinten laufen kann er nicht. Sané hat es ganz gut gemacht. Wie gesagt, da geht aber auch noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen weiter mit nach hinten. In 2, 3 Aktionen. Ja, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund. Ja, und wir hören uns erst am Wochenende. Ne? Samstagabend. Als kleiner Hinweis vielleicht, Samstag ab 19 Uhr bin ich live auf Twitch mit einem 24-Stunden-Stream. Das heißt, ich werde 24 Stunden durchstreamen. Bin gespannt, ob ich es schaffe, wie die Laune ist. Wir werden wahrscheinlich nicht nur zocken, sondern auch mal ein bisschen labern, vielleicht ein paar Videos schauen oder sowas. Also wer da Interesse hat, schaut einfach mal vorbei.
Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, auch zum FC Bayern oder sonst was, könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Und in diesem Sinne, haut rein, bis dann, tschüssi.